Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte von unseren kleinen Freunden rund um die Kirche Unterseen. Die Geschichte von heute heißt Ein Lied für den Himmel. Die großen Kirchenglocken von Unterseen läuten schon feierlich den Sonntag ein. Es ist, als würden sie rufen: Gong, guten Morgen. Gong, hört ihr auch die Vögel pfeifen? Gong, gut, noch einmal im Bett umdrehen. Gong, aber dann ist es Zeit aufzustehen. Gong, Frühstück und Kaffee sind auch schon bereit. Gong, also die Kirchentüren sind jetzt auch offen für euch. Gong, der Gottesdienst beginnt bald. Gong, gong, gong. Auch die Amsel Samira hat die Glocken gehört. Kein Wunder. Sie sitzt auf der Birke direkt neben der Kirche und isst gerade ihr Frühstück. Da hört sie die Glocken natürlich besonders laut. Die Spatzen auf den Dächern schimpfen und zwitschern die lauten Glocken an, als ob die sich um ein paar kleine Spatzen und ihre Empörung kümmern würden. Aber Samira mag den Klang, denn sie freut sich schon auf den Gottesdienst. Sie fliegt dann rüber zum Friedhofsbrunnen und planscht und spritzt, so dass sie schön sauber wird. Es ist ja immerhin Sonntag, und nach einem erfrischenden Bad glänzen auch ihre schwarzen Federn wieder so schön. Während sie ihre Federn trocken schüttelt, trippelt sie aufgeregt von einem Fuß zum anderen. So sehr freut sie sich auf den Gottesdienst. Mit den noch leicht feuchten Federn fliegt sie schnell zu ihrem Kirchenast. Es ist der Ast, wo sie am besten durch die großen Kirchenfenster den Gottesdienst sehen kann. Die Menschen sitzen schon in Reih und Glied auf den braunen Kirchenbänken. Sie unterhalten sich leise mit ihren Banknachbarn, legen die farbigen Bändchen zwischen die dünnen Seiten ins Kirchengesangsbuch, so dass sie die Lieder dann schnell finden beim Singen. Und da hinten schlüpft gerade noch jemand durch die Kirchentür und setzt sich keuchend in die hinterste Bank. Die Glocken sind nach ihrem letzten Schlag verstummt, und da holt Samira ganz tief Luft. Die Organistin greift beherzt in die Tasten und gemeinsam schmettern sie ihr schönstes Lied. Die Orgel in der Kirche und die kleine Amsel Samira draußen in der Birke. Die Knopfaugen von Samira glänzen, während sie die Melodien pfeift, die sie die ganze Woche geübt hat. Keine zwei Strophen ihres Liedes klingen gleich. Die Menschen in der Kirche hören die Amsel Samira und ihr Lied nicht. Dafür ist die Orgel dann doch zu laut. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn sie singt ihr Lied ja direkt in den Himmel hinauf. Und ich bin sicher, dass Gott nicht nur die Orgel und die Kirchengesangsbuchlieder hört und sich darüber freut, sondern auch das Lied der kleinen Amsel Samira. Das war die Geschichte von heute. Ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid. Wenn ihr weiter hören und weiter schauen wollt, schaut doch auf dem YouTube-Kanal. Dort findet ihr noch mehr Geschichten von unseren kleinen Freunden aus der Kirche Unterseen. Mein Name ist Lea, ich habe die Geschichten geschrieben und aufgenommen und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich von unseren kleinen Freunden erzähle. Tschüss!